Ein schwäbisches Ehepaar ist in Jerusalem auf Pilgerreise. Plötzlich verstirbt die Ehefrau. Ja, die Ehe war nie so richtig gute Ehe. Die Ehefrau war eher so ein beiße Ripp. Dann fragt der Bestattungsunternehmer der Mann, was man jetzt mit dem Leichnam von seiner Frau machen soll. Ob man den Leichnam zurückbringen soll nach Deutschland, das wird aber mehrere tausend Euro kosten, oder ob man sie vor Ort in Jerusalem begraben soll, das wird so knapp um die 1000 Euro rum kosten. Dann überlegt er mal kurz und sagt mir ist es lieber, wir bringen sie zurück nach Deutschland. Da guckt ihn der Bestattungsunternehmer an und sagt zu einem, hey, ich kenne mich ja schon ein wenig aus, ich war ja auch schon in Deutschland, ich weiß, Sie sind ein Schwab und Schwaben sind ja bekannt dafür, dass sie eher sparsam sind. Wieso wählen Sie jetzt die teurere Variante? Dann guckt ihn der Ehemann ganz ernst an und sagt zu einem, wissen Sie, guter Mann, Sie haben schon recht, wir Schwaben sind schon sparsam, aber auch vorausdenkend. Vor langer Zeit hat man hier in Jerusalem mal einen Mann begraben. Der ist 3 Tage später wieder von der Toten auferstanden. Und wissen Sie was? Ich will auf Nummer sicher gehen.